Ich komme nicht ran. Jetzt kommt es nicht ohne. Auf keinen Fall. Tja, wie kommen wir denn da rauf? Das habe ich selbst gemacht. Mit dem Paddel nicht. Mit Cola. Ach nee. Ah, nicht. Gott, da leuchtet was. Passiert irgendwas, wenn ich jetzt da... Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Jetzt wenn ich da die zweite nicht tue. Ich komme nicht ran. Nee, nee. Nee. Keine Ahnung wie. Ach nee. Ich weiß nicht. Passiert vielleicht jetzt was? Fehler. Ein Datenkristall. Tja, wie machen wir denn das? Lieber nicht. Das ist eine Signalleuchte. Aber die bringen uns nichts. Lieber nicht. Diese Lichter sollen wohl den richtigen Weg weisen. Diese Lichter... Ach, da passt dann noch was rein. Ein Steckplatz für eine dieser Signallichter. Da geht's auch. Und jetzt? Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Defekt. Und vielleicht da? Nee. Ja, irgendwie kapiert ich es gerade nicht. Ich komme nicht ran. Da kommt sie wieder nicht ohne. Dieser Datenkristall enthält die Sicherheitskopie von Nigels Daten. Hier sollten alle Dateien intakt sein. Und was haben wir jetzt? Passt das schon? Jetzt speichern wir mal. Gut.
Schauen wir mal, ob er zufrieden ist. Hast du die Daten? Sogar die Originaldaten. Bravo! Her damit. Hoffentlich haben wir jetzt mehr Glück. Und, klappt's? Nerv nicht, Funker, das dauert einen Moment. Komm her, Faye. Das musst du dir ansehen. Emilio Indes. Ein Großindustrieller und Multimillionär aus der Energiebranche. Sieh nur. Er hat zur Jahrtausendwende über 30 Großkraftwerke in der dritten Welt gebaut. Alleine 10 davon standen hier, im brasilianischen Dschungel. Und dann... Die Explosion hat einen Großteil des Regenwalds in kürzester Zeit vernichtet. Die Auswirkungen waren katastrophal. Das ist ja schrecklich. Nuklearer Winter, Treibhauseffekt, der Golfstrom erstarrte und hier, die Pole. Alles innerhalb von wenigen Jahren. Was war das für ein Foto? Die Gefahren eines Klimawandels waren bereits lange bekannt. Es gab Proteste und eine Sammelklage gegen Indes Kraftwerke. Sogar noch kurz vor dem Zwischenfall. Und hier, die Internationale Energieaufsichtsbehörde. Es kam zu einer Anhörung in Oslo. Hier wurde darüber entschieden, ob Indes seine Kraftwerke weiter betreiben darf. Das muss es sein. Nigel wollte, dass wir dorthin reisen. Zu genau dieser Konferenz. Kann sein. Vielleicht aber auch nicht. Hier steht es sogar. Die Entscheidung wurde zugunsten von Indes gefällt, weil es keine Alternativen gab. Denkst du, was ich denke? Die Alge. Indes. Salvador, ich bin mir ganz sicher, diese Konferenz ist unsere Chance. Wir müssen ihnen die Alge präsentieren. Indes muss seine Kraftwerke vom Netz nehmen und die Erde ist sicher. Zu riskant. Unser Ziel ist Indes. Wenn wir Indes stoppen, stoppen wir auch den Klimawandel. Egal wie rum. Wir müssen auf diese Konferenz. Falsch. Wir müssen hierhin, zum Kraftwerk. Wir müssen das Unglück verhindern. Aber damit würden wir die Katastrophe doch nur hinauszögern. Die anderen Kraftwerke... Papalapap, ich habe entschieden. Wir gehen nach Brasilien. Geh du schon mal vor zu Delvin. Sag ihm, er soll die Zeitkapsel startklar machen. Ein Reaktorunglück? So ein Unsinn. Wenn es eine Klimakatastrophe gibt, dann durch globale Erwärmung. Konstante Umweltverschmutzung ist der Gegner, nicht irgendwelche Hollywood-Szenarien. Ja, konstante Umweltverschmutzung, die sich in dem Bruchteil einer Sekunde mit sofortiger Wirkung entlädt. Schwachsinn. Einfach nur Schwachsinn. Egal, was der Auslöser war. Mit deiner Hilfe können wir es verhindern. Wir haben jetzt eine Zielzeit. Jetzt brauchen wir noch das entsprechende Atom und eine startklare Zeitkapsel. Frag Delvin, ob er das Problem inzwischen gelöst hat. Okidoki, gehen wir zu Delvin. So Delvin, wie schaut's denn aus? Faye, ich habe unsere Ration ausgepackt. Hier, nimm. Delvin, wir haben wieder ein Ziel. Wir müssen weiter in die Vergangenheit. Ein Kraftwerk ist explodiert und hat den Klimawandel ausgelöst. Ein Kraftwerk ist explodiert? Das ist unsere Chance, das Unglück zu verhindern. Wir brauchen doch jetzt nur noch ein magnetisiertes Atom aus dieser Zeit, richtig? Nur noch? Ja, wir haben hier weder die Instrumente, noch die Zeit, um so ein Atom zu finden und zu datieren. Woher habt ihr die Information über das Kraftwerk? Ich habe mir Bilder von einem der Terminals runtergeladen. Früher wurden Fotos und Filme auf mit Gelatine beschichteten Medien gespeichert, sogenannte Videokassetten. Wenn wir das Originalmaterial finden könnten, hätten wir auch das nötige Atom in der Gelatineschicht. Weißt du, ob es hier ein Archiv gibt? Ich arbeite dran. Pass auf dich auf. Was für Archiv? Ach, sollen wir jetzt noch Videokassetten suchen? Und wo bitte?
Wieder Zung in der Bibliothek. Hast du mit Delvin geredet? Ja, die Zeitkapsel macht keine Probleme. Und das Atom können wir im Originalmaterial der Filmaufnahmen finden. Delvin ist ein Genie. Und du wirst einen Weg nach unten finden und das Videomaterial besorgen. Jedes Artefakt in diesem Archiv besitzt eine Identifikationsnummer. Die Originalaufnahme der Indes-Katastrophe beginnt mit der ID 2110-832100. Das sollte deine Suche beschleunigen. Müssen wir uns die Nummer merken? Keine Ahnung. Wieder Zung. Gibt's in dem Terminal noch irgendwas? Hallo, das Passwort ist Blaualge. Ich habe eine Frage. Willkommen zurück, Nigel. Was kann ich denn heute für Sie tun? Ich brauche die Originalaufnahmen der Daten, die ich mir vorhin runtergeladen habe. Zu Ihrer Eingabe wurde ein Eintrag gefunden. Soll ich das Ergebnis sortieren? Nicht nötig, ich möchte diese Kassette bestellen. Nicht nötig. Ich möchte diese Kassette bestellen. Sehr gerne. Fehler. Sind Sie wirklich Nigel? Bitte? Ist dies nicht Ihr Name? Loggen Sie sich bitte unter Ihrer richtigen ID ein. Bitte bestätigen Sie Ihre Benutzeridentifikation. Doch. Ich bin Nigel. Vielen Dank. Ein freundlicher Service-Mitarbeiter wird Ihnen die Videokassetten aus dem Archiv holen. Ab morgen liegt es am Central Service Point zur Abholung bereit. Na toll. Aber ich brauche diese Kassette jetzt sofort. Ein freundlicher Mitarbeiter wird Ihnen das gewünschte Medium aus dem Magazin holen. Ab morgen liegt es am Central Service Point zur Abholung bereit. Dann muss ich sie wohl selbst holen. Aber Nigel, Besucher haben keinen Zutritt zum Magazin. Wo ist das Magazin? Das Magazin befindet sich im Untergeschoss, als Teil unseres umfangreichen Medienarchivs. Danke. Ich bin dann weg. Okay, brauchen wir den Kristall? Nehmen wir mal mit. Vielleicht ist er noch für irgendwas gut. Und dann gehen wir mal runter. Unser Archiv wird wahrscheinlich die Panzertiere da sein. Könnte ich mir gut vorstellen. Nur müssen wir den Typen da drin dazu bringen, dass er mal aufmacht. Bist du noch da? Ja. Ich muss ins Medienarchiv. Hast du was zu essen? Ich habe Hunger. Ich habe diese Pillen hier. Ich will keine Pillen. Kannst du kochen? Ich kann dir doch nichts kochen. Dann lasse ich dich auch nicht rein. Oh Mann. Kochen. Ich gehe dann mal wieder. Und wo treiben wir jetzt was zum Essen auf? Instant-Pillen. Hühnchen à l'orange. Joseph war auf diese Kreation ganz besonders stolz. Guck mal, ich hab hier was für dich. Ich will keine Pillen. Kannst du kochen? Ich kann dir doch nichts... Dann lasse ich dich auch nicht rein. Der Primitivling lässt uns doch nicht gerne. Mag er vielleicht Cola? Ich weiß nicht. Nick. Das heißt, wir müssen auf. In unserem Hauptlager. Da haben wir doch eine Küche. Schauen wir doch mal. Vielleicht finden wir irgendwas. Öl, Gaskocher, Pfanne. Josephs Pfanne. Den Rest muss die Abteilung fossile Brennstoffe zusammengekratzt haben.
Hört sich doch gut an. Das ist nur für den Notfall gedacht, falls uns die Pillen ausgehen. Jetzt ist ein Notfall. Joseph und Delvin waren die einzigen, die was damit anfangen konnten. Delvin. Frauen hat er mal. Wir brauchen noch die Originalaufnahmen aus dem Archiv. Ich arbeite dran. Er wäre beleidigt, wenn ich sie ihm zurückgebe. Ach so. Hast du Durst? Kann man das trinken? Ich weiß nicht. Dann lieber nicht. Aber irgendwas? Sie ist mehrfach verriegelt. Ach, was will ich auch mit Salvadors Kram? Gibt's in der Kühltruhe was? Sie ist zugefroren. Nee. Nick. Mit dem Messer? Nein. Da sind nur Delvins Pflanzenproben drin. Da ist nichts mehr. Ich habe ihn vorhin ausgeleert. Da ist nichts mehr. Vorräte. Ich brauche das alles nicht. Meinem Körper geht es, glaube ich, ganz gut. Ja, aber der andere hat doch Hunger. Gibt's denn da nichts? Das ist nur für den Notfall gedacht, falls uns die Pillen ausgehen. Ganz schön klebrig. Was haben wir jetzt gemacht? Curryhuhn. Aus Cola und Pillen? Aha. Das kann man ihm geben. So, schauen wir nochmal, ob er jetzt das mag. Halt, daher. Guck mal, ich hab hier was für dich. Leg es da auf die Treppe. Und jetzt geh weg. Ich lass dich rein, wenn ich das mochte. Und jetzt? Aha, jetzt ist es offen. Was willst du? Ach, da ist er. Du hast mich ganz schön erschreckt. Du hast mich auch ganz schön erschreckt. Was willst du hier? Ich suche Videokassetten. Wo ist das Archiv? Das alles hier ist das Archiv. Quickie kann es dir bringen, wenn du was suchst. Mach schnell. Ich suche einen Mann namens Nigel. Hast du ihn gesehen? Nein, ich bin ganz allein hier. Hier sind nur meine Freunde. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Geht das? Nur wenn es nicht zu lange dauert. Ich habe noch viel zu tun. Ich mach's kurz. Was ist hier passiert? Wieso ist alles zerstört? Alles kann so schnell kaputt gehen. Alles geht schnell kaputt. Wie lange ist das Kraftwerkunglück her? Weiß nicht. Hier gibt es kein Kraftwerk. Nur eine Bibliothek. Ganz schön viele Fragen. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Es ist aber wichtig. Wie hast du die Katastrophe überlebt? Was meinst du? Du musst den Klimawandel doch irgendwie mitbekommen haben. Weiß nicht. Ich mag dich nicht. Ich muss dir diese Fragen stellen. Gibt es andere Überlebende? Du sagtest, du hättest hier Freunde. Viele Freunde, ja. Sie sind gerade nicht da. Schade, schade. Ich hätte sie dir gerne vorgestellt. Du hättest für sie kochen können.
zu viele Fragen. Viel zu viele Fragen. Nochmal mein Leben erzählen, das mag ich nicht. Okay, das war's schon. Gut. Ich schaue mal nach den Kassetten. Tja, anscheinend hat er nicht mehr alle Latten am Zaun. Jetzt werden wir uns einmal da ein bisschen umschauen. So ein großes Bett. Das muss er in einem Palast gefunden haben. Bestimmt. Hier schläfst du? Ist das nicht ein bisschen groß? Ach, was sag ich? Das ist bestimmt sehr gemütlich. Kanister. An der Wand hing sein Wasservorrat. Regenwasser aus Kanistern. Das ist bestimmt wieder meine Schuld. Die Trinkwasservorräte waren aufgebraucht. Es gab nichts anderes mehr. Versuchen Sie das mal meiner Therapeutin zu erklären. Was ist in den Kanistern? Wasser. Wie filterst du es? Ich fange es auf, bevor es in den Fluss fällt. Das ist ja schrecklich. So weit hätte es nie kommen dürfen. Die Hängematte ist völlig zugemüllt. Soll ich dir vielleicht etwas beim Aufräumen helfen? Das haben Sie ihn doch nicht ernsthaft gefragt. Man kann zu Hause doch nicht seinen Müll stapeln. In seiner Situation ist das doch völlig irrelevant. Zusammen geht das ganz schnell. Lass das so. Na gut. So, da mal Regal. Ein Regal mit alten Malereien der untergegangenen Kultur. Als Kind hatte ich auch mal solche Bilder. Damals wusste ich noch nicht, was die Menschen der Vergangenheit alles Schreckliches gemacht haben. Dokumente. Tabellen voller Namen und Zahlen, die sich gegenüberstehen. Was ist das? Das geht dich nichts an. Ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Da stand auch so ein hässlicher Bildschirm herum wie hier. Hat er noch funktioniert? Nein, war kaputt. Funktioniert eigentlich irgendetwas, das Sie anfassen? Geht der noch? Kaputt. Oh, okay. Bei uns daheim sieht es genauso aus. Sie haben tatsächlich seine Sachen durchwühlt? Ich hoffe ja, dass Sie so etwas bei mir nicht auch gemacht haben. Hätte ja sein können, dass er etwas besaß, das der Mission geholfen hätte. Auf welchem Stern Sie diesen Mann auch immer getroffen haben, er musste auch schauen, wie er über die Runden kam. Es ging ja nur um die Zukunft der gesamten Menschheit, aber egal. In den Kartons war ohnehin nichts, nur braunes Papier. Ach, der Herr Bent meckert immer. Gut. Hier liegt ein Zettel. Anmeldeformulare bitte komplett neu drucken. Und diesmal kein Recyclingpapier. Wie sieht das denn aus? Die Kartons sind ja randvoll mit Papier. Musstest du die alle allein tragen? Die waren schon hier. Ach, dann sind das gar nicht deine. Doch! Da mal ein Behälter. Ein ganz seltsames Gerät. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Was ist das hier? Weiß nicht. Habe ich gefunden. Sieht aus wie ein Glas mit Rasierklingen. Das Leben muss früher sehr seltsam gewesen sein. Findest du nicht auch? Vielleicht? So ein Glas mit Rasierklingen. Kann das vielleicht ein Mixer sein? Nährstoffbehälter. Sie müssen ihm erst kürzlich ausgegangen sein. Ist es nicht schlimm, dass wir so leben müssen? Jeden Tag ums Überleben kämpfen? Olivia hat gesagt, dass es in Marin noch einen vollen Supermarkt gibt. Da gibt es noch mehr davon. Nachdem die Mission beendet ist, werdet ihr ein besseres Leben führen. Das verspreche ich. Darf ich eins haben? Es könnte mir bei der Mission helfen. Nein! Das macht nichts. Ich schaffe es bestimmt auch ohne.